Ja, ja, ein hübscher Schrein. Hm. Ich hoffe, dass ich jetzt den zumindest im dritten Part erreichen kann. Also sprich in der dritten Aufnahme. Ja, ja, Stärke STG, bla bla, quatscht ein bisschen. Leute, ein Tipp. Ein Schulterangriff mit Hahn. Macht den nicht. Ich habe den jetzt 3-mal versucht, 2-mal ist das Spiel dabei abgekackt. Ist keine so gute Idee. Da ist irgendwie noch ein kleiner Bug drin mit dem. Schön und gut, aber was ist mit Kashyyyk? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Kuckuck. Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Der große Chewbacca. Ja, stimmt, der ist noch groß. Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. Und die auch ausschalten. Was? Alles eine Frage des Timings. Ah, Blenkgranate. Oh, übel. Ich sehe nichts mehr. Boah. Er weiß eigentlich der Sinn davon, wa? So. Arbeit, das nennt der Arbeit. Sag mal. Nee, ist keiner hinter mir. Die ganze Zeit das Gefühl, es wäre einer hinter mir. Also, wo habe ich denn nur diese Wookie-Infos gelassen? Ich finde sie. Ja. Tja, Hahn ist halt Vollprofi. Der findet alles und jeden. Gefunden. Da kommt Verstärkung. Runter. Geh runter. Hä? Wo? Hm? Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Du verlierst du noch einen Arm. Wie kommt er auf Arm? Ja, 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 da. Ja, damit kommen sie auf den Wookie-Planeten. Was? Sie kennen doch den Feind. Ja. Im Durchschnitt kennen 2,2 von 300 imperialen Truppen den rasenden, Millennium. Hey! Den Wellenabschaum gibt's nicht mehr. Wir sind der Widerstand. Ah, nee, ist zu früh dafür. Aua! Der Imperium ist eigentlich tot, aber es können natürlich Sturmtruppen nicht aufgeben. Na, das sind sie eigentlich wieder Rebellion. Die können auch nicht das Wort aufgeben. Nicht anfassen. Tschüss. Oh, Mann! Ey. Das ist unhöflich. Ups. Jo. Wünscht mir Glück. Ja, ich wünsche dir Glück, Hahn. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Kuckuck! Joey? Chewie, mach den Feinden stark klar. Wir müssen schnell hier weg.
Mund und lauf, Kumpel. Kumpel! Ich halte sie auf. Mach du den Falken startbereit. Lass mal die Landluke. Hallo? Ladeluke, lass die mal runter. Chewie! Wo ist die Luke? Ja, ich weiß es, aber ich muss wissen, wo ich reinkomme. Nachher. Aber wenn ich noch aufhalte. Mann! Das muss ihre Aufmerksamkeit erregen. Sind am Ende. Ja, ich höre was. Chewie macht das gut. Super, nicht zu spät. Oh, oh, da kommt Verstärkung. Das höre ich nicht gerne. Aua, aua, aua. Alles eine Frage des Timings. So. Er ist so schnell. Nicht so schnell. Hä, von hinten? Wer schießt denn hinten? Da, ein Offizier. Aua! Joey! Start mal diesen scheiß Falken! Ja, ich weiß, scheiß Falke sagt man nicht. Nicht zum Millennium Falken! Und wir sind tot. Ah, Joey! Wieso dauert der Start vom Falken so lange? Der war nie so lahm. Halt den Mund und lauf, Kumpel. Ich halte sie auf. Mach du den Falken startbereit. Alles klar? Jo. Alles klar für Zündung. Hey, jetzt mach das so. Jo. Aua. Ah, da bist du. Die haben wir vorhin gesucht die ganze Zeit. Ein Offizier. Erledigen Sie ihn. Einsätze. Mal sehen. Oh nein, der. Das müsste ihre Aufmerksamkeit erregen. Kommt noch ein Shuttle. Oh oh. Hast recht, Joey. Heute ist nicht mein Glückstag. Ja, wann hat er den jemals? Oh, Gott sei Dank. Was für ein Wunder. Bitte mal rein langsam, Joey! Hey, vielleicht wird's heute doch nicht so schlimm. Ist noch ein Raum? General Solo, hier spricht Iden Versio. Bereit zur Hilfe. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Was führt Sie hierher, Commander? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ja, das ist wohl... Ich nehm's zurück, Joey. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Ah. Ja, dann Eide, mach mal was. Bisschen schneller, wenn es geht. Nicht schießen. Ich glaube, ich muss meine Optik putzen. Boden gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde im Teigjäger. Wäre zu schön, wenn Sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Ja, das ist eine gute Frage. Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Mich trifft keine Schuld, Chewbacca. Aber immer klar.
Nachbrenner, Tempo-Boost. Okay, Spezialmodifikationen. Doppelte Stoßraketen, alles klar. Was? Wo kommst du plötzlich her? General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut, bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So, das wird Mars gar nicht. Naja, nicht nur Han, sondern auch Chewie, will man sagen, war. Und der andere Typi, also... Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht Über ihrem See vor allem. bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. Sag mal! Ich wollte gerade sagen, wie ist denn... Alter, die Steuerung vom Falken! Die ist ja immens beschissen. Also gut, nee, nicht beschissen, Quatsch ist natürlich, sorry. Es ist normal, weil es ist der Falke. Er ist ein bisschen größer und so weiter, er muss natürlich so steuern lassen. Doof von mir. Han Solo. Muss er halt da einfach erst daran gewöhnen. So. Hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. So, seht ihr? Keine Schuld, Chewbacca. Oh. Alles ganz easy, kein Problem. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut, bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So, das wird Mars gar nicht gefallen. Nee, da sind wir uns alle einig, das wird Mars gar nicht gefallen. Inferno-Trupp, Information. Feindlicher Sternjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ich sehe ihn. Proton, Torpedos bereit. Übertrieben, aber effektiv. Das soll ein leichter Kreuzer sein? Na gut, irgendwie schon, wa? Aber... Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. Tschüss! Was? Ich hatte ihn gar nicht berührt! Alter, vielleicht ein bisschen gestreift. Ein bisschen, ne? Etwa so, wie in Episode 6 Lando ihn gesteuert hat und den Todesstern hindurch. Etwa so. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Mann! Han Solo. Hey, Mars. Wie oft hören wir Mars noch? Hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. So. Lass ihn groß in Ruhe, ist mir scheißegal. Trifft keine Schuld, Chewbacca. Einen großen Bogen drum machen. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Naja, macht ihr das mal. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So, das wird Mars gar nicht gefallen. Nö, aber ihr gefallen so manche Dinge nicht, insofern. Inferno-Trupp, Information. Feindlicher Sternjäger nimmt Nein! Kurs auf General Solo. Ich sehe ihn. Alter! Proton, Torpedos bereit. Übertrieben, aber effektiv. Einmal. Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Ne, war eine falsche Serie. So. Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. Sag mal. Scheiß Teiljäger. Dieser YT-1300-Frachter ist toll, aber sein Überantrieb hat 1,22 Mal häufiger eine Fehlfunktion als das Modell 2400. Ui, traf ihn aus meinem Cockpit. Nein, halt, bin schon still. Das bezweifle ich. Dann kommen wir wieder nach vorne. Hä? Schmierhölzer macht das echt kein Damage. Hai beim Schloss. Kerl, checkt ihn aus. Schon dabei. Ja, also irgendwie kriegt er ziemlich viel Schaden hier. Swift, Feind hinter ihm. Bitte abschießen. Ja, Ich sehe ihn. Feuer! Alles klar. danke,
Wieder beschossen. Ja, der hält ziemlich viel aus, leider. Wow. Was macht man da am besten, wa? Sich abreagieren! So, jetzt aber schönes, freies Schussfeld. Ich halt unter dir. So. Der will und will nicht kaputt gehen, ey. Echt schlimm mit dem Teil. So. Wer schießt auf einen Falken? So. Hui, hui, Oh, Mann. Vorbereiten für Sprung in den Hyperraum. Oder auch nicht. So, jetzt komm aber. Master kann keine Freude dran haben. Die Teils zerstören. Ja, ja, komm. Mach ein bisschen Thai-Latte draus, wa? Oh, genial, Mikro, super. Aber das ist eine Unverschämtheit. Ein Jäger weniger, der Ärger macht. So wird's gemacht. Oh, nicht anders. Au, 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 au. Sag mal. Und der nächste Teil wurde erledigt. Guter Schuss. General Solo, ich habe wieder einen, der zu Ihrer Position fliegt. Ich schalte ihn aus. Schön. Schön. Einer noch. Ich würde eher sagen... Einer noch, keiner noch. Hoffentlich war das jetzt das letzte, Solo. Ich sagte doch, ich mache das. Haut jetzt endlich ab. Haut einfach ab. Gute Arbeit, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen habe ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger. Wir sehen uns dort. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Droiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Schriff, ich habe sie nicht gesehen, seit Lando sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sullust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht ein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Bespin. Chinook-Station. Wir haben in der ganzen Stadt Suchscheinwerfer. Hask wird im Turm des Aufsehers auf der Chinook-Station sein. Dann bleiben wir wohl besser in den Wolken.
Baldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Es ist die Macht. Wow, sehen Sie sich diese Beldons an. Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Wissen Sie, wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging es eher darum, was danach passiert. Wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, mein Capo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Finde ich auch. Ah, da vorne ist der Sternzerstörer. Kann ich irgendwas machen? Schießen geht nicht. Ja, ist vielleicht das sinnvoller hier. Auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Ne, einfach nur folgen. Ja, ziemlich groß. Oder mich ein bisschen an die Klonstation auf Camino. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Warum ist offen? Wäre sonst ein bisschen doof. Und auch ziemlich unpraktisch. Was war das? Ich kann nicht bremsen. Na gut. Ganz ehrlich, Leute, ihre Altuniform im Imperium hat mir besser gefallen. Die hier sieht irgendwie so aus. Ja, des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Der Droide sagt, vor uns ist einer sowie einige Sturmtruppen. Fähigkeit freigeschaltet. Der Ladezeitbonus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. War das nicht sogar eine der Karten, die ich sofort aktivieren kann? Oh, normaler Schild. Was? Mal ganz kurz gucken. Ja gut, ist nichts Neues. Hatten wir eh schon. So, Ladezeitbonus, ausrüsten. Eine Impulskanone, ja, wo man eigentlich nicht war. Aber die Störung, ganz ehrlich, ich weiß nicht so recht, ey. Haben wir alle Blendgranate, linke Fähigkeit, mit rechten Fähigkeit, Impulskanone, ja, oder von Kämpferneuerung. Die Aufladung deiner Fähigkeiten abschließen, wenn du einen Gegner besiegst. Also los mir nach. Wie immer. So ist es.
imperiale Streitkräfte eliminieren. Und das, liebe Freunde, machen wir natürlich wieder erst in der nächsten Episode hier bei Star Wars Battlefront 2, hoffentlich ohne große Crashs und so weiter. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.